Hey, willkommen bei der heutigen Ausgabe von unserem Podcast «Facts are fun». Und ich begrüße ganz herzlich unseren Gast von heute, Dr. Professor Neville vom Universitätsspital Basel. Willkommen. Herzlichen Dank. Freut mich, dass ich dabei bin. Ja, es ist unser Ehre. Ich meine, wir holen immer die grössten Experten aus jedem Feld, wie unsere Zuhörer wissen. Und dann können wir hier von Laie zu Profi ein sehr interessantes Gespräch führen. Was beschäftigt Sie im Moment in Ihren Studien? Ich setze mich im Moment stark mit Katzenallergie auseinander. Sie wissen, ich bin Allergenologe und auch Allergynäkologe. Und Katzen ist etwas, das beschäftigt mich privat. Meine Partnerin hat eine Katze und ich bin allergisch. Gegen Katze? Auch. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich muss der Sache auf den Grund gehen, ich muss ein Mittel finden, ich muss irgendwie einen Weg finden, dass ich mit dieser Katze hier, kutschieren kann, weil meine Partnerin die ist schon in Ordnung. Und ich habe die Katze mitgenommen ins Universitätsspital und habe eine Analyse gemacht und herausgefunden mit Dings, also man hat ein Baldrian-Spray, habe ich zweimal in der Woche, nehme ich Tröpfchen. Und jetzt ist die Allergie geheilt. Und im Moment arbeite ich da mit Novartis und Roche zusammen, das im Massenmarkt rauszubringen. Also Baldrian-Tropfen? Also es ist schon ein bisschen mehr dahinter, aber ich möchte jetzt nicht alles verraten hier im ganzen Podcast. Es ist noch nicht patentiert. Von dem her, aber es ist echt mega erstaunlich, was die Natur allein eigentlich schon kann, heilen kann. Okay, und Sie haben gesagt, Sie nehmen den Spray oder die Tröpfchen zweimal am Tag. Wie muss man sich das vorstellen? Von 2 Wochen, bis man mal eine Wirkung spürt? Oder wie funktioniert das? Also ich bin mal vor 2 Wochen, ich bin mal 2 Wochen in Afrika gewesen und habe beim Aufbau von einem Kinderdorf geholfen, dort in der ärztlichen Tätigkeit unterstützt. Und auch dort habe ich gesehen, Natur, Kraft der Natur ist ja etwas, so im afrikanischen Volksglauben stark verwurzelt ist. Und man muss nicht weit gehen, sondern dort ein Beispiel finden für so Sachen. Ich meine, dort hat zum Beispiel das junge Mädchen ist, allergisch auf Affen. Und dann haben sie auch gerade vor meinen Augen haben sie das gemacht, haben sie einen Affen gefangen genommen und haben auf die zweimal miteinander spielen. Und es hat sich herausgestellt, das ist gar nicht allergisch, das Mädchen, sondern darf nur wegen der Erdnüsse, die die Affen nicht mehr gegessen haben. Jetzt haben sie dort halt ein Erdnüsse-Verbot gemacht und dürfen herzlich, freundlich beten, dass sie die Erdnüsse daheim lassen. Das funktioniert eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube, das kann man von dieser Kultur so ein bisschen mitnehmen. Das ist ja ein äußerst spannendes Thema und ja, ein Teil von ihrer neuen Veröffentlichung, ihres ersten eigenen Buch «Erdnussfrei im Kongo». Können Sie uns erzählen, wie Sie das Buch geschrieben haben und wie es dazu gekommen ist? Also gerade schon von Kindsbeinen an, es hat mich immer Wunder genommen. Ich habe mir oft vorgestellt, also es ist ja ein bekanntes Lied, man kennt es, wer hat die Kokosnuss geklaut? Und schlussendlich stellt sich heraus, es sind Affen gewesen. Und ich wollte dann auf den Grund gehen, herausfinden, was ist das mit Affen und Nüssen? Und habe herausgefunden, es ist tatsächlich so. Also das ist etwas, wo die sind süchtig, die haben ein Problem. Und ich bin abends da geholfen. Es ist mir einfach darum gegangen, jemandem zu helfen. Schlussendlich bei den Affen hat es nicht funktioniert. Dann habe ich den UNICEF mitgemacht und es kommt für mich so ein bisschen aufs Gleiche raus. Also, wie muss man sich denn das vorstellen mit den Kinderdörfern? Sind das Dörfer, wo nur Ich Kinder habe es dir wohnen? auch so vorgestellt, aber es ist nicht wirklich so. Es ist mehr so, Kinder kommen da hin und kommen zum Doktor. Und das Dorf ist eigentlich mehr so. Also, habe ich Ihnen schon erzählt, also wir haben da Studie gemacht und hat sich klar herausgestellt, dass Malaria, das ist eigentlich nichts weiter als die gewöhnliche Grippe. Und ich habe eine Studie gemacht, ich habe Dings mitgenommen, heißen Tee und hat es den Kindern ausgeschenkt und die sind nicht mehr gekommen, die sind nicht mehr in die Praxis gekommen, weil ich nehme an, die sind alle geheilt, also es ist klar. Was halten Sie denn von den Leuten, die den Virus in sich tragen und über die Jahre verteilt immer wieder Beschwerden haben? Sind denn das alles Simulanten? Also es gibt 2 Arten von Malaria. Das eine ist der ganz gewöhnliche europäische Erkältungsvirus.
der Viridis colitis. Und die andere, das ist eine Sonderform von Malaria und die bekommt man nur, wenn man Geschlechtsverkehr mit Affen hat. Und für Leute, die sich mit dem anstecken, habe ich aber gar keinen Respekt. Und die andere Form, die kann man wirklich kurieren mit Tee und mit warmen Massagen. Also ich habe das in Afrika probiert. Ich habe Kinder massiert und habe auch Affen zeitgleich als Parallelversuchsgruppe. Und Affen sowie Kinder sind beide nach 2-3 Massagen glücklich im Dschungel verschwunden. Okay, es dunkelt mir jetzt absurd, aber Sie sind der Experte. Gehen wir vielleicht mal von Afrika zurück auf Nordeuropa. Sie haben ja dort auch verschiedenste Studien gemacht mit Rentierhaar. Das soll ja in Ihrer nächsten Publikation auch ein Thema sein. Um was geht es dort? Ich habe vor vielen Jahren einen guten Kollegen, der ist an der Berliner Charité, ist Chirurg und er hat eine Operation gemacht an einem offenen Herz mit einem zunigen OP und über 48 Stunden lang hat der Mensch probiert, einem anderen Mensch das Leben zu retten und schlussendlich ist es darauf rausgelaufen, dass man mit Rentierhaar wirklich hat können, das Herz reaktivieren und eigentlich die Kraft von dem Tier sich schlussendlich so ausgerüstet hat, dass das Herz wieder hat auf schlagen, die Funktion nicht wahrgenommen hat. Und das hat mich wahnsinnig schön gedunkt einerseits und andererseits hat es mir aber auch aus medizinischer Perspektive Wunder genommen, was ist da dahinter. Und wegen dem bin ich in hohen Orten aufgegangen selber und habe einmal angefangen, die Haare zu untersuchen und es ist wirklich sehr interessante Sachen sind dabei rausgekommen. Wie reagiert denn zu Ihren Forschungen die sonstige medizinische Umgebung? Das finde ich eigentlich nicht so interessant. Ich finde es viel interessanter, wie die Rentiere reagiert haben auf meine Forschung. Sie müssen sich vorstellen, es hat minus 40 Grad, die Bedingungen sind hart gewesen, aber das ist die wissenschaftliche Arbeit. Sie ist hart und ich bin da oben gewesen, allein. Ich hatte einen Guide, einen sogenannten Eskimo und mit ihm zusammen bin ich auf die Spuren von diesen Rentierherden gegangen und dann haben wir sie gefunden. Und ich hatte das Problem gehabt, wirklich wegen der enormen Kälte. Ich habe meinen braunen Rasierer aus der Tasche genommen und die Batterie ist nicht mehr gegangen. In dem Moment, wo ich eigentlich mitten in der Rentierherde gestanden bin und meine Haarprobe haben wollte. Und zum großen Glück hat der Guide, mein Führer, mein spiritueller Führer auf eine Art geworden, hat auch noch sein Messer dabei gehabt und wir haben dann können mit dem eine kleine Haarprobe von einem Rentier, schlussendlich zweitrangig. Es haben schon viele grosse Wissenschaftler gesagt, die Wissenschaft erfordert manchmal ein oder zwei Rentiere und das ist für mich etwas, nach dem lebe ich. Okay, ich glaube, oh nein, unsere Zeit ist schon abgelaufen, Herr Dr. Professor Neuville. Etwas noch zum Schluss. Ich kann ganz kurz was sagen. Wenn Sie Corona haben, kommen Sie zu mir, dass Sie behandeln. Ich gebe Ihnen ein Rentierhaar und dann gehen wir zusammen zu den Affen und dann wird Kokosnuss gegessen. Und dann sind Sie noch wieder gesund, ich verspreche Sie. Dann kommen Sie zu mir, Leute, sind wir an, ist kein Ja, Problem. jetzt ist ja gut. Ja.